So, es ist wieder so mal soweit. Wir haben es wieder mal geschafft, pünktlich zu einer Ankündigung des Kassettenschmerz wirklich aufzutreten. Mit wir meine ich mich allein, weil anscheinend wird das jetzt mein eigenes Format, das ich ganz allein immer mache. Seppi hat zwar gesagt, er kommt irgendwann wieder dazu, aber er treibt sich schon wieder mit die Ruder vom Mike und vom Corby auf irgendeinem See rum. Naja, haben wir jetzt die letzten Mal ja gekriegt, schafft man das mal auch. Wir fangen auf alle Fälle wieder mal an mit unserem zauberhaftigsten Intro. Wie immer, es ist das Wichtigste, was wir sagen müssen. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Zauberhaft, herzerwärmend dieses Intro, jedes Mal wieder. Krawallmaus, Dragoncry und Gnedelwutzler, es ist schön, dass es da seid. Der Sesselberger ist auch da, das ist zauberhaft. Den brauche ich. Sesselberger ist der Wichtigste für die kommende Frage. Machen wir nämlich heute wieder Unboxing und jetzt ist die Frage, was machen wir heute? Machen wir wieder mal One Piece oder ich bin reichlich beschenkt worden mit Pokémon. Ihr könnt in den Chat einschreiben, welche dieser 5 Booster Packs unboxen wir heute und schauen wir, ob ich endlich Millionär wird durch irgendeine seltene Karte. Sehr klar, dass er gleich Pokémon einsteigt. Passt. Fangen wir an, Leute. Ich darf echt gern wieder mal mit euch einen Trailer anschauen. Leider haben wir ja schon festgestellt, ist das nicht so gern gesehen. Pokémon das zweite von links. Was war das zweite von links? Das weiß ich nicht mehr. Pass auf, ich habe es gehört. So, das ist mit Glurak. Jojo habe ich Deri. Glurak an Booster, okay. Können wir machen. Wo wir stehen bleiben. Ich wollte gern wieder mal mit euch Trailer anschauen. Ihr wisst ja, YouTube sagt es nicht so gern, dass wir das dann und uns dann sämtliche Erfolge, die wir machen auf YouTube, werden uns dann gestrichen. Was soll man da? Was soll man machen? Dann schauen wir es uns nicht an, aber ich gebe euch wieder Empfehlungen dafür, was ihr jetzt anschauen sollt. Es ist nämlich ein neuer Trailer zu Final Destination 6 gekommen und ja, was soll ich sagen? Geil. Der, wenn nur annähernd so geil wird, wie dieser Trailer verspricht, dann habe ich da richtig mörderfett Bock drauf. Im Mai ist soweit, im Mai kriegen wir den 6. Teil. Ich glaube, seit 2011 haben wir kein Final Destination mehr gekriegt. Hört euch unser Halloween-Special aus dem letzten Jahr an. Das war ein Final Destination Special. Ist eine gute Vorbereitung, glaube ich, für den 6. Teil aus diesem Franchise. Und was noch wichtig ist, der Trailer zu Andor Staffel 2 kommt jetzt dann Ende April raus, ist ja dann leider gar die Serie. Leider, sage ich, nehmen wir mal in Anführungszeichen, weil es ist auf der einen Seite ist es ja gut, dass sie diese Serie nicht ausschlachten, sondern dass es wirklich zu Ende erzählte Geschichte wird mit dem Film Rogue One und dann im Anschluss noch. Und ja, Staffel macht mega, der Trailer macht mega Bock auf die Staffel. Schaut genauso hochwertig aus, wie die erste gewesen ist. Schaut sich die zur Trailer an, schreibt es in die Kommentare ein, dann, wie es euch gefallen haben, was ihr dazu sagt. Weil YouTube sagt ja, schaut es euch nicht miteinander an. Bock hat der scheiß YouTube-Wein. Weiter geht's mit die, ich sage es gleich vorweg, wir haben heute nicht viele Themen. Ich habe wirklich gesucht noch und jetzt davor nochmal, aber irgendwie sagt Hollywood, wir legen uns jetzt mal ein bisschen auf die faule Haut. Wir haben auf alle Fälle neue Casting-Zugänge wieder zu der kommenden Dexter Resurrection und die für die persönlich ziemlich interessant, weil es ist nämlich zum einen der Jimmy Smits, der ist bekannt als der Prado, der Staatsanwalt aus Staffel 3 Dexter und dann der John Lithgow aus Staffel 4, der Trinity Killer. Werden natürlich wieder allen Erwartens dann Rückblicke sein, aber ich freue mich, dass ich diese Figuren noch mal sehen darf, vor allem den Lithgow, weil der Trinity Killer war ja, holla die Waldfee, war das eine miese Scheiße mit dem. Wir haben vielleicht Dexter angeschaut da, damals. Und dann sagt mal, das mich interessieren, was waren eigentlich euer Lieblingskiller aus Dexter? Alter Schwede, lauter Call to Actions hier. Das ist Wahnsinn, wie interaktiv das diese Show auf einmal wird. Kaum habe ich keinen von den anderen Gurken dabei, ist es hier die interaktivste Show aller Zeiten. Dann geht es gleich auf Steady, macht es da noch Abo und dann geht es noch auf die Social Media Kanäle und macht es da Abos. Alter Schwede, jetzt wird es ja richtig Wahnsinn. Bertman ist auch da. Bertman, holla, holla, holla. Schön, dass du da bist. Das gefreut uns. Das gefreut uns alle.
Für die Filmsammler unter uns haben wir eine kleine News, weil nämlich Leonine, mittlerweile kennen wir ja das Studio, bringt ja auch so die eine oder andere Kassetten ins Kino, hat jetzt seinen eigenen Shop eröffnet. Den Link werde ich später noch hier in die Folge mit einpacken. Gnädelwusel haut gleich wieder die fetten Koletten aus. Gibt's Küsschen aufs Nüsschen. Den Link haue ich später noch in die Folge mit ein, in die Folge. Schlagerl. Auf alle Fälle könnt ihr euch jetzt direkt über Leonine anscheinend auch Shop-exklusive Sachen sichern, was ich da aus dieser Ankündigung so gelesen habe. Da wird man auf alle Fälle mal reinrumpeln und ordentlich einkaufen. Und was auch wichtig ist, wir waren ja vorher schon bei Kinostarts im Mai mit Final Destination 6, ist jetzt die Ankündigung gekommen zu Screamboat, die Version von der Mickey Mouse in Schwarz-Weiß auf dem Dampfer von damals, die ja jetzt halt auch ausgelaufen ist und eine Kino-Umsetzung kriegt im Stile von Winnie the Pooh und alle anderen kommenden ekligen Disney-Filme. Mit dabei, was in dem Fall ziemlich geil ist, ist nämlich, dass es von den Produzenten von Terrifier 2 und 3 ist und David Howard Thornton, der auch an Terrifier, also an Art den Clown spielt, hier in der Hauptrolle. Da freuen wir uns. FSK ist noch ausstehen, heißt's. Hat 102 Minuten das Ding und soll am 8. Mai in den Kinos starten. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Wird sicher zauberhaft, das ganze Ding. Was sagt der da? Schön ist da, der Max Esselmann. Das freut mich, dass du seit 2 Monaten ist der schon Mitglied. Zauberhaft. Wir sind ja schon richtig schön zusammengewachsen hier alle, gell? An Kopf, so wie manche Eltern von uns. Zumindest für uns im Podcast, nicht für unsere Hörer. Gnädel muss ich mal danken, Mike Vampire Hunter gekauft. Guter Film. Ja, schau, unsere Empfehlungen sind immer Gold wert. Dragon Cry haut auch die Koletten raus. Vielen Dank. Gibt's auch ein Küsschen auf deine 2 Nüsschen. An der Staffel 2 wird auch gleich geschaut, weil die erste schon Bombe war. Aber wenn ich ehrlich bin, mag ich nur lieber Ahsoka Staffel 2 haben. Die kriegen wir ja auch noch. Die zweite Staffel Ahsoka. Aber gut, stimmt in dem Fall, da kommst du jetzt daher, Dragon Cry, und schaust dir die Serie sofort an, wo es vollkommen wurscht ist, weil es nichts mehr zum Absetzen gibt damit. Aber alles andere, da möchtest du mich ärgern. Danke für nichts. Danke für nichts. Oh, und der Sesselmann haut uns einmal fürs Öffnen von Boklermann Karten 2 Euro ein. Das ist danke. Gibt es auch ein Küsschen aufs Nüsschen, habe ich schon genug geküsst. Jetzt hätten wir was anderes küssen. Du kriegst jetzt ein Küsschen auf deinen Damm. Du weißt aber schon, dass Boklermann-Karten nicht gerade 2 Euro kosten. Nee, ich gerade mal am Rande erwähnt haben. Im Netto gibt es immer im Angebot Doppelpack für 8,99 Euro. Also, fein nur 6,99 Euro. Ein Orville-Rewatch macht er. Der da von Bono Game bin ich auch schon bei der aktuellen. Ja, was ist da los bei der aktuellen Folge? Ist ein Orville, müssen die auch mal schauen. Der Teufel ist gut, aber wie ich letzte Woche schon gesagt habe, jetzt darf sie langsam wieder mal das Kostümchen anziehen, würde ich sagen. Traurige Nachricht für alle Saw-Fans, denn Lionsgate hat aktuell Saw 11 aus ihrem Kalender gestrichen und zeitgleich einen Switch gemacht. Dafür kommt jetzt The Strangers Chapter 2 oder 2, wenn wir schon bei Englisch sind. War der erste Teil ziemlich cool. Der hat mir gefallen. Bin ich gespannt, wie der zweite dann wird. Auch wenn es traurig ist, dass damit Saw 11 erstmal weg ist. Aber Billy the Puppet hat auch ein Statement dazu gegeben und verneint, dass Saw 11 tot ist. I've seen the rumors. They say it's game over. You all should know me better than that. The game is never over. Wir kriegen auf alle Fälle noch unseren Saw 11. Ich hoffe zumindest, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird, weil nach dem Ende von Saw 10, da kann man schon noch mal was machen, würde ich sagen. Was sie auf alle Fälle machen, ist, mit den Dreharbeiten zu The Mummy anzufangen, der ja gedreht wird von dem, wie ist der, Lee Cronin, glaube ich, der Evil Dead Rise gemacht hat. Dann schauen wir mal, ob die Neuumsetzung von der Mumie, was das wird. Bin schon mal neugierig, ob wir gerade Ding kriegen. Also gerade, ich fand die Abenteuerfilme mit dem Brandon Fraser eigentlich ziemlich cool, aber ich hätte Bock drauf, wenn wir in die Horrorrichtung gehen. Nachdem in meinen Augen der Wolfman einigermaßen mittelmäßig nur war, was ich sehr schade finde nach dem gelungenen Unsichtbaren. Hoffe auf alle Fälle, dass uns der Lee Cronin dann mit
der Mumie eine gute Horrorumsetzung gibt. Never Raven habe ich dir. Zu spät, das stimmt, das stimmt. Du kannst es wieder, du hast verpasst, dass es eine Auswahl halt gegeben hat zu Unboxing, aber es wurde sich schon entschieden für diese Glurak Booster Set-Dings da. Und der Beer Wild ist auch da. Sehr schön. Gibt's einmal, warte, ich schieße mal Herzal in den Chat ein, oder ein 100er. Herzal, Herzal, Herzal. Was auch vorgesetzt wird, ist die Serie The Invincible. Da bin ich sehr beruhigt. Sie haben jetzt schon angekündigt, dass für Staffel 4 das Voice Acting durch ist. Und soll 2026 dann auch auf Prime kommen. Genau, das Datum haben sie noch nicht dazu schreiben können, nur dass es nächstes Jahr auf alle Fälle soweit ist. Ich freue mich drauf, weil mit der, glaube ich, weiß nicht, ob ich es in die Wolex mal gesagt habe oder jetzt in die letzten Kassetten schmetzens, aber mit Staffel 3 haben sie mir jetzt so richtig an die Euers gehauen. Unglaublich guter Zeit, unglaublich gut gemacht. Taugt mir. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich nicht noch mal von vorne anfange bis zur Staffel 4 oder ob ich mir einfach die Comics hole. Noch mehr zum Lesen. Wobei er mittlerweile endlich Krieg und Frieden beendet. Jetzt habe ich wieder Zeit, das was anderes anfangen. Denkt euch nichts, was mir Lenke hinter unten tut. Es sitzt keiner neben mir, mit dem ich holländisches Ruderboot fahre. Mein Katze liegt da und mich gekrault werden. Ein weiteres Spin-off aus dem Big Bang Theory Universum wird es geben, nämlich Stuart Fails to Save the Universe. Ich kann euch da nicht viel dazu sagen, wer der Stuart ist oder sonst irgendwas, da ich kein Big Bang Theory Fan war. Haben aber gedacht, ich verzeihe euch mal, da ist doch eine relativ große Fangemeinde hat. Kann für den einen oder anderen interessant sein. Mich interessiert es einen feuchten Pferdefurz, um es mal dezent auszudrücken. Wo es mich persönlich dafür wirklich gefreut ist die Ankündigung, dass Coco 2 gemacht wird. Ich fand den ersten Teil unglaublich schön und unglaublich berührend, auch schön mit dem Thema Tod umgegangen. Da freue ich mich schon auf den zweiten Teil, bin dann gespannt, was sie damit machen wollen. Er soll 2029 in die Kinos kommen. Und hey, was ist jetzt im Chat los? Was sind denn 1000 Fragen? Jetzt pass auf. Wie lange hast du jetzt für Krieg und Frieden braucht? Ich glaube, Krieg und Frieden waren 1,5 Jahre, dass ich gelesen habe. Was heißt, aber nicht durchgelesen. Ich habe da immer wieder mal Monate Pause dazwischen gemacht. Reine Lesezeit kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich habe mir jetzt 1,5 Jahre habe ich immer wieder mal gelangt, das Teil. Stuart Spin-off, Schewärts, ich weiß nicht. War das nicht der Comicbuchhändler? Weiß ich auch nicht. Ich hätte so Bock, dass in so 11 der Jigsaw, Amanda und der Hoffmann als Trio miteinander Fallen bauen, ohne dass sie sich gegenseitig ausspielen wie die alten Teile. Ja, das war einmal, wenn sie ein bisschen zusammenhelfen hatten. Und ich möchte auf alle Fälle, dass die Mistsau aus so 10 noch ihr Fett ordentlich wegkriegt. Die ist mir ein bisschen zu handsam davon gekommen. Köstliches Leitungswasser. Köstlichstes Leitungswasser. So, was haben wir hier noch? Was ist noch wichtig für euch? Ganz wichtige News, denn Tommy Wirkola, der sollte ein Name sein, den man kennt, hoffe ich mal. Er hat nämlich jetzt noch 1 und 2 gemacht, auch die Hänsel und Gretel Hexenjäger, den Film hat er gemacht. Cooler Typ, macht bisher überwiegend gute Filme, die von gut bis sehr gut waren in meinen Augen. Macht jetzt einen Hai-Film, einen Shark-Thriller, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. Und der Name ist Schäfer. Sie haben sogar ein richtiges Datum schon mit dabei, nämlich den 3. Juli 2026. Gecastet ist die Phoebe, den Never, keine Ahnung, kenne ich nicht, aus Fairplay, Whitney Peak aus Hokus Pokus 2 und Jimon Hunsu aus A Quiet Place Part 2. Ich kenne, glaube ich, nur die Jimon Hunsu. Die? Ha! Bin ich schon aufgelaufen, kenne ich nicht. Wichtig ist nur, dass Wirkola Regie führt. Da freuen wir uns. Und für die Gamer unter uns, die sie in Split Fiction schon eingeschmissen haben, da ist jetzt auch gleich ein Film in der Mache. Es sind anscheinend mehrere Hollywood-Studios sind daran interessiert, sich eine Filmadaption daran zu sichern. Mehr ist da leider auch noch nicht bekannt dazu, nur dass da anscheinend die Verhandlungen laufen, wer sich diese Rechte sichern wird. Bin gespannt. Ich möchte auf alle Fälle die furzenden Schweine in dem Film sehen, die wenn nicht dabei sind, dann kriegt der Film automatisch einen halben Punkt auf Letterboxd, würde ich sagen. Hat das schon irgendjemand vor euch gespielt?
das Split Fiction. Kann da irgendjemand schon eine Meinung dazu abgeben, wie gut das ist, weil das It Takes Two war ja überragend gut. Da mich interessieren, ob Split Fiction damit mithalten kann. Wir haben dann noch einen 4. Teil, und zwar zu, wie wird die Reihe heißen, meine Braut, ihr Schwiegervater und ich. Ja, tatsächlich, es wird jetzt einen 4. Teil dazu geben. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich wollte es mal erwähnt haben, dass wir dazu ein weiteres Sequel kriegen. Es sind anscheinend auch wirklich wieder der Originalcast dabei. Naja, der Film wird definitiv an mir vorbeigehen. Was ist da wieder? Un Poco Loco, aber hallo, der war wirklich Un Poco Loco. Klar, dafür bräuchte man Freunde, aber das Game von geilen Schweine habe ich gesehen. Geht's, du hast hier unser Viva la Familie. Wir sind nicht gerade Freunde, wir sind Familie, Philipp. Also, organisiert er einen von uns und sagt, komm vorbei, wir zocken jetzt, du Krattler. Und wenn jemand sagt, er kommt nicht zu dir, dann sagst du es mir, weil dann gibt es Sackschellen. Gibt es ordentliche Sackschellen. Da ist am mit dringen. Mein Gott, nein, habe ich halt einen Durst. Ja, Story ist nicht ganz so wie auf dem Niveau von It Takes Two, das finde ich interessant. Weil die Story von It Takes Two, die war ja schon, die war ja herzerwärmend. Da muss ich ja gleich wieder weinen. Schaut euch noch, wir haben noch einen weiteren Trailer, den ich euch noch erzählen wollte, das stimmt, weil wir ja heute bei Leonine Studios waren, und zwar der Together mit der Alison Brie und dem Dave Franco. Schaut auch interessant aus, da bin ich mir gespannt. Und Leonine sichert hier mittlerweile auch immer mehr Rechte zu sehr, sehr tolle, hochwertige Filme. Also auch den anschauen. Dann was haben wir dann? Together, Final Destination 6 und Under 2. Diese Trailer schaut euch bitte an und dann rein in die Kommentars, wie gut, dass ihr die fandet. Das war's schon mit unseren News. Ich sag's ja, Hollywood ist stinkfaul. Stinkend faul, aber dafür gehen wir jetzt gleich rüber zu die Kinostarts, und die habe ich vorher schon mal kurz ein wenig durchgeschaut. Es kommen diese Woche 8 Milliarden Filme ins Kino, und ich habe echt lang durchscrollen müssen, bis ich irgendwann einmal einen Film gesehen habe, der irgendwie irgendwo sagt, weil es geht dann irgendwie los hier mit Nesa 2, kenne ich nicht, und dann geht es mit Kim Beating Hearts und Hubs und Riff Raff Verbrechen oder Riff Raff Verbrechen ist Familiensache. Der kann ganz witzig sein. Er ist ja mit dem mit dem Ed Harris und wie ist der andere? Ist mir egal. Bill Murray, so ist er. Da hat der Trailer zumindest ganz witzig ausgeschaut, aber wirklich viel habe ich von dem Film noch nicht, sonst noch nicht gehört, außer eben einen Trailer mal im Kino gesehen. The End, ein Musical. Funny Birds, das Gelbe vom Ei. Mond, aha. Was mich dann interessiert hat, war der Y2K, ist ja der Film, der damit spielt, dass zum Jahreswechsel dieser Bug doch nicht entbuggt wurde, sondern die Maschinen wirklich die Herrschaft ergreifen wollen und Menschen vernichten oder assimilieren. Hat aber, ist glaube ich auch von A22 produziert oder zumindest vertrieben jetzt, keine Ahnung. Kriegt aber sehr unterirdische Bewertungen. Das finde ich ziemlich schade, weil bisher war A22 schon immer Garant für sehr gute Filme. Ich hoffe, dass da jetzt nicht losgeht mit, weißt schon, dass wir jetzt nicht irgendwelchen Schund vertreiben. Aber anschauen werde ich mir trotzdem. Wahrscheinlich halt dann nicht im Kino. Ich freue mich zuerst mal auf den 3. April. Gnedelwurzler, was ist am 3. April? Sag's mir genauer. Ich hab das nicht im Kopf. Was mich dann noch gefreut ist, diesen Donnerstag, dass der The Woman in the Yard läuft. Den finde ich, der schaut sehr interessant aus. Ich kann mir zwar irgendwie nicht wirklich was vorstellen drunter, aber das finde ich gut, weil damit hat er mich schon eher an die Eier. Dann kommt eine Dokumentation, nämlich Stasi FC. Brauche ich mir den im Kino anschauen. Ich wohne am Land. Unsere Nachbarschaft ist die reinste Stasi- und Gestapo-Mischung. Sikandar. Aha. Dann die Purpurnen Flüsse kriegt eine Wiederaufführung. Das war eigentlich auch mal interessant im Kino zum Singen. I Like Movies, eine Komödie. Schatten der Nacht, Ravadan Taifa, Kappadokia, L2 im Puran, Röbi geht, ist ein Doku, Out, Simon of the Mountain, Lesvia, Call Me Agnes, Zirtakimi 2, Zirtakimi 1, 17 Right Here, World Tour in Cinemas, Hüpfen, Fliegen, Träumen, Royal Ballet and Opera live im Kino.
Also wie ich gesagt habe, es kämen die Woche 8 Milliarden Filme ins Kino. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber naja. Naja, ach, Devil May Cry Anime, stimmt, auf den freue ich mich auch schon. Da bringt ja mal Evanescence ein neuer Song für einen Soundtrack sogar raus, habe ich heute gelesen. Bin mir gespannt, ob Evanescence noch was reißen kann. Beziehungsweise haben die jemals irgendwas zerrissen? Bis auf Wake Me Up, Save Me, weißt du schon? Am 3. April kommt der Minecraft-Film, den schaue ich mir mit meinem kleinen Bruder an, weil der riesen Minecraft-Fan ist und ich finde es eigentlich auch ganz schön, aber der Film weiß ich nicht. Ja, ich glaube, für kleine Kinder, die riesige Minecraft-Fans sind, kann das schon sein, über den Trailer kriege ich einen Herzinfarkt. Unsere Streaming-Charts vom 14. März bis zum 20. März gemessen. Wir haben hier auf Platz 10 Severance, die zweite Staffel. Dass die jetzt erst da drinnen ist, naja, mehrere Severance anschauen auf Apple TV Plus. Sehr gute Serie. Platz 9, The Pit, Staffel 1, läuft auf Max. Dann haben wir Platz 8, Zero Day, Staffel 1 auf Netflix. Beauty in Black ist auf Platz 7, die erste Staffel auf Netflix. Dann haben wir noch eine Netflix-Serie mit Running Point auf dem 6. Platz, die erste Staffel. Temptation Island, 6. Staffel auf Netflix, ist auf Platz 5. Und Reacher ist auf Platz 4 mit der 3. Staffel auf Prime Video. Dann haben wir noch Long Bright River, die erste Staffel auf Peacock und 1923 die zweite Staffel auf Paramount Plus als Zweitplatzierten. Und dann die Adolescence, keine Ahnung, wie man es ausspricht, auf Netflix auf den ersten Platz. Und die soll ja unglaublich gut sein. Die ist jetzt, glaube ich, sogar im britischen Parlament besprochen worden. Aufgrund dieser Serie hat nämlich irgendein Politiker hat das aus England hat das mit seinen Kindern angeschaut und möchte sich aufgrund dieser Serie noch mehr gegen diese Radikalisierung und Gewaltbereitschaft gegen Frauen jetzt einsetzen. Verrückt. Also wenn das eine Serie wirklich schaffen hat, dass da sich was ändert, dann darf ich sagen, schaut's her, das Medium ist natürlich auch sehr hilfreich für die Welt. Also wenn der Soundtrack so bleibt wie in den Trailer, wird es Bombe. Evanescence habe ich vor einem Jahr im Minge Live gesehen, die kannst schon noch. Okay. Ja, ich habe mich mit denen nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich glaube, wir haben wirklich nur ich glaube, das My Immortal, was die auch nicht sagen, und eben dieses andere, das Wake Me Up, Save Me, bla bla bla. Das sind die einzigen Little, von denen ich im Kopf habe. So, unboxen wir mal unsere von euch gewählte Box. Box. Strahlende Sterne heißt Schwert und Schild, strahlende Sterne. Bring me to life, so heißt ja, Kruzifix, danke. Danke. Was haben wir jetzt hier in unserer super Unboxing-Session? Einmal ein Star Lily, das Klaue einsetzen kann. Dann haben wir ein Hokumil, es macht Führen und Ramme, geht nicht. Das kenne ich nicht. Laukaps, setzt Pixar ein, zumindest kenne ich das Viech. Dann haben wir ein Pipi, das dir entweder einen magischen Schuss verpasst oder einen Klaps. Ich hätte gern einen Klaps, während es mir einen goldenen Schuss verpasst. Kigugi, Blattwerk, aufpeppelnde Früchte. Da haben wir ja aufpeppenden Schnee. Dann haben wir nochmal ein Pokémon, das Pixar einsetzt, nämlich ein Pliprin. Und die erste Karte, die hier, schau, voll Glitzer, Schiller. Golgantes, große Hand und Mega-Hieb. Es muss ja mit einer großen Hand auch einen Mega-Hieb einsetzen können, anders ist ja das unmöglich. Energiekarte, Briep. Ein Luxio mit Donnerschock. Einen Walgürtel. Schade, dass da Haar drinnen ist. Und dann haben wir noch ein Capoeira, das drehender Zug und Wirbeltritt einsetzt. Und ich hätte jetzt gerade geschaut, aber es schillert nicht. Hä, was ist das für Hurensohn-Booster-Pack gewesen? Da schillert ja so gut wie überhaupt nichts. Ich möchte mindestens 2 Schiller-Sachen drinnen haben. Wie stinksauer. Stinkend sauer. Emporium. Was, da mache ich jetzt einfach Nummer ans auf. So geht's nicht hier. Ich mache jetzt einfach, was war das? Strahlende Sterne. Da machen wir hier nur Gewalten der Zeit auf. Ich mag mehr Schiller-Sachen haben. Wie soll ich denn so endlich mal reich werden mit einer Pokémon-Karte, wenn da nicht genügend Schillerei passiert?
Chili. Extra für euch mache ich nochmal auf. Geht überhaupt nicht darum, dass ich jetzt noch eine schillernde mache. Ich mache das nur für euch, für den größeren Unboxing-Unterhaltungswert. Ein Carnimani mit mächtigem Biss. Ultra mächtiger Biss. Dann haben wir hier ein Seso Kids. Es macht Plumps und Laubstreu-Tackle. Plumps, wow. Dusselgur, Windstoß. Was noch eine andere Notfallentwicklung? Hier ist das nicht. Da wird es passiert. Tanzer mit Ramme. Und ein Metacross mit Sternenhieb und schimmernde Entladung. 200 Schaden, das ist ja mal richtig übel. Dies ist ja mal richtig übel. Rosarade, Giftdorn und Anbinden. Also ich muss sagen, von der Rosarade, da hat ich mich auch mal anbinden lassen. Da bin ich gar nicht mehr so abgeneigt. Vielleicht kommt Rosanna dazu. Ein Stallobor mit Lehmschuss und wilder Tackle mit 180 Schaden. Da geht es auch wieder ab hier. Das sind richtig übermächtige Karten. Und dann haben wir ein Relook. Geh nicht. Es tut sich auf alle Fälle vorwagen und es schillert. Schatz, Glitzer, schillert. Und jetzt wollte ich mich erst schon richtig beschweren, weil es nochmal ein Dusselgur ist. Dabei ist jetzt einfach die Dusselgur-Karte, die vorher drin war, jetzt auch nochmal in Schillern drin. Das ist einmal, so muss das sein, genau. So Seni-Booster-Packs brauchen wir. Und wir haben jetzt nochmal, schauen wir schon, genau, ein Horerba, was irgendwie so die nicht brennende Stauernform vom Gott sein soll, denke ich mal. Hat eine unverwüstliche Seele und kräftige Stacheln und einen Glitzerrand. Schon bin ich zufrieden. Energiekarte haben wir auch noch. Passt. Schon bin ich zufrieden mit dieser Unboxing-Session. Aber ich glaube, es sind keine Karten dabei, die mehrere Tausende Euros wert sind. Gehen wir wieder leer aus. Wieder keine Million. Core Ex. Was meine ich mit meiner Ex? Du kennst sie gar nicht, du weißt mich jetzt du auch nicht da. Aber das Dusselgur kann, da ist da gestanden, jetzt pass auf, da ist irgendwas mit Ex gestanden beim Dusselgur. Notfallentwicklung. Einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon 30 oder weniger verbleibende KP hat, kannst du dein Deck nach 1 Fasasnob oder Fasasnob X durchsuchen und es auf diese Dusselgur legen, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck. Also zumindest kann man sie aus einem Deck, wenn man mal Fasasnob X gezogen hat, das raussuchen. Schau her, es ist nicht komplett X los, diese Booster Packs. Naja. Für nächste Woche haben wir auf alle Fälle auch noch was da zum Unboxen. Vielleicht machen wir dann wieder One Piece. Mal gucken. Oder ich kaufe mal ganz andere Karten oder ich kaufe irgendwas ganz anderes zum Unboxen. Backel Tortellini oder so. Mal schauen. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, was ihr gern geunboxed sehen würdet. Dann spendet ganz viel Geld dazu oder macht das Steady-Abo. Dann können wir uns das leisten und für euch natürlich machen. Ist das im Hintergrund der sechste Pulversalve von dir? Ja, das ist aber nicht dort, weil sie gern von mir aufhängen, sondern ich habe das Bekannte geschickt zum Spaß und sie haben es mir zum Geburtstag in einem Rahmen mit Herzl geschenkt. Zauberhaft, oder? Zauberhaftigstes Geschenk mit Herzchen am Rahmen dran. So muss das sein. Solange ich gar nicht das Beutel für den Rahmen gefunden habe, bleibt heute das dabei hängen. So, Leute, das war unser Kassettenschmerz dieser Woche. Wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn ich es allein mache, weil es ja viel schneller geht, diese ganze Sache. Wir sind wieder auf eine halbe Stunde fertig geworden, inklusive doppeltem Unboxing. Doppeltes Unboxing, da sage ich euch mal noch an Oscar wieder einer. Er ist jetzt nicht amused, weil er ein bisschen geschlafen hat, aber er muss auf alle Fälle mir Hallo sagen. Miau. Wing. Cat Content. Ich sage danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an die netten Spender. Dafür gibt es, wie gesagt, eure Dämmchen, Rosettchen und Nüsschen sind durchgeküsst worden von uns. Von mir vor allem. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, das Beutel wollte ich auch schon erwähnen. Aber das ist ein Querformat, das passt nicht rein. Und viel Spaß bei allem, was ihr halt noch macht. Herz unsere Rolex, die sind ja heute rausgekommen. Wisst nicht sie. Sind sehr interessant mit dem Flo, unserem Hardline-Baby. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Jetzt. Katze ist auf 180. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum Kassettenschmerz.
und hören uns bei der nächsten kommenden Folge. Macht es gut, au revoir, au revoir. Fühlt euch am Damm geküsst und bis bald.